frag mal gerade, warum war die Attacke nicht sehr effektiv? Ah, nee, Moment mal. Hä? Das ist eine Kampfattacke. Taubsi sind normal Flug-Pokémon. Kampfattacken machen auf normale Pokémon doppelten Damage, auf Flug-Pokémon den halben. Also heißt das, wenn da irgendwie stand, nur die Hälfte Schaden gerade, dass hier offenbar Kampfattacken bei Normal-Pokémon jetzt richtig wirken. Oder aber irgendwie kommt das mit Flug vielleicht? Ne, kann wohl raus sein. Jo, Pikachu, Comebacks to life. Nee, Robert, vergiss es. Pikachu, das muss überleben. Es ist immerhin mein Starter. Weil ich mir frage, was würde eigentlich passieren, wenn man hier bei Pokémon Geld zum Beispiel würde einen Randomizer-Challenge machen. Sprich Randomizer, wo halt alle Pokémon zufällig gewählt werden. Da müsste eigentlich der Starter zufällig gewählt werden. Das heißt, jetzt auf ein Pikachu, was ja, hier hinter dir herläuft, auch diese Geräusche und so weiter macht und dieses Bild erscheint, aber wenn es ein Kampf ist, wäre es gar kein Pikachu mehr, oder wie? Das ist ja irgendwie ein bisschen schräg. Und da ist Pikachu wieder mit einem Mega-Hieb. Ein Retten auf Level 21. Ach du Scheibenkleister. Das Pikachu wäre dann ein bisschen No-Scheibe gerade, also nicht schlecht. Und Sarun ist im Chat. Hallo. Also, Chat, Twitch natürlich auch, aber alles. Ja, Retan, kannst bitte mal. Also, ich meine, Retan, das ist gerade nett, was du da treibst. Oh, ist er miese Wickler. Ja, ist gut. Man kann es übertreiben, ja. Ja, leck mir am Arsch, ey. Sag ich mal ganz knapp. Jo, es kapiert fast, aber es freut sich. Das ist Pikachu-Logik. So, meinen Supertrank verwenden. So, ansonsten, wir hätten gerade noch irgendwie ein Level-Up nötig. Bin ich noch nicht. Der ist noch ein bisschen weiter weg. Kein Ahnung mal näher. So, Domi vielleicht. Nee, Domi braucht noch länger. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Oder ein Ditto. Ja, Benny, das wäre natürlich auch eine Variante. Ist gar nicht mal so weit hergeholt, wie ich finde. Oh, perfekte Wahl. Gut, hier ist das gleiche Level, also dass es nicht direkt K.O. geht. Und Kai hat ein Level Up. Ein Zubat. Wäre eigentlich noch ein Pikachu dran? Sollen wir mal Domi reinschicken? Ja, der freut sich ja auch, oder? Unser guter Domi. Und ein Domi. Ein Domi kommt geflogen. Ein Domi ist verwirrt. Ja, Domi, ich bin verwirrt, ich bin enttäuscht von dir, bin verwirrt von dir. Ich bin enttäuscht von dir. Wow, Alter! Gut, das war ein Volltreffer, das soll jetzt nicht schneller passieren. Oh, ein Biss, das sehe ich jetzt weniger gerne. Kann doch nicht sein, dass mir Domi ständig krepiert. So, jetzt ein Rucksack-Hip. Wir sind noch verwirrt. Aber immerhin. Jetzt hat er's geschnallt. Mist, ich hasse schwache Pokémon.
Darum waren wir schon. Ja. Out of nowhere. Ein Pokémon müssen bereit sein. Wofür? Wofür? Den Kampf. Ah, okay. Ein männliches Nidoran. Und ein geschlechtsloser Kai. Du, 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 du. Du, 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 la, la, la. Ah, immerhin kann Kai ab und zu noch einen Volltreffer landen. Dummi, ein Zubat. Das ist mal was Neues. Nidoran mit Doppelkick, das ist auch irgendwie etwas Spezielles. Ich meine, es kann natürlich auch in Rot und Blau, kann es ja auch Doppelkicker lernen, aber kurioserweise erst in Gelb ab Level 9. Innerhalb für die erste Arena, was irgendwie so gedacht ist, aber trotzdem weil du hast ja trotz allem noch irgendwie Smeppo, was du auch mal trainieren kannst. Hier ist irgendwie auch seltsam. Ich finde, Nidoran, also männlich und weiblich, haben irgendwie einen rot-blauen Besten-Sprite und hier ein Gelb. Also, ja, Nidorino und Nidoking haben einen gelben Besten-Sprite als ein Rot und Blau. Der von der Backstory noch bei Benier. Kampf bringt nicht viel, aber Gift, das haben wir vorhin gerade gesehen. Der Doppelkick. Brenne, Nidorino. Brenne. Hä? Ist ja nicht Schaden gemacht? Der Backsprite von Benny sieht irgendwie aus wie ein Dragoran. Ja, das hat was. So, Kampf ist erst ausgedient. Dann machen wir direkt mal hier weiter. Wettkämpfer, ich kann ihnen nicht widerstehen. Okay. Er kann nicht widerstehen. Los, Benny, brenn es nieder, immer wieder. Und auch nichts. Hä, nicht mal die Hälfte? Der Spätz nimmt zu. Das wird auch nur Spätzangriff, war nicht Spätzverteidigung. Nur wenn es brennt! Wow, Benny wäre beinahe vergiftet worden. Jetzt reicht's mir. Geowurf! Einmal um die ganze Welt. Und ein Myrapla. Myrapla. Brenne! Das bringt doch nichts, das Myrapla, wir brennen. Ja, immer wieder brennen. Wieso hat sie es überlebt? Und mich Vater vergiftet, Benny. Und es ist Level 20. Yeah. Immer noch eine Chance. Nee, das ist nicht. Benny ist vergiftet. Wir müssen es heilen. Gut, da bin ich auch so ein Level up. Also doch noch gerne Dominos seins geben. Sind wir hier mal durch fürs Erste. Und gehen nach direkt auf die MSA. War hier unten noch irgendjemand? Sieht noch so aus. Gut. Da ist noch ein paar Typen. Und hier weit im Rand nichts. Okay, interessant. Pikachu. Bis kam hinterherkommt. Vorsicht, ihr verlege hier gerade Kabel. Hä? Glasfaserkabel? Über die Straße wohlgemerkt. Mechaniker.
Magnetilo. Magnetilo. Ja gut, also kommt natürlich drauf an, wenn das Teil irgendwie eine Elektroattacke hat, ist Doom natürlich im Arsch. Bisher noch nicht, das könnte, beziehungsweise die einzige Generation, wo ein Taubogen eine Chance gegen Magnetilo hat. Weil wegen Elektrostahl, oder? Kommt sowieso kaum durch und dann, ja. Lernen ziemlich früh eigentlich schon Elektroattacke, aber hier, nö. Alter Domi, ey, du bist ja voll krass drauf, ey, voll VIP. Very important Pokémon. Oh, er hat noch nie gewonnen. Dieser arme Typi. Er hat noch nie gewonnen und wird es heute auch nicht. Ein Fukano, ich finde hier ein sehr schöner Sprite. Ich glaube, das Vieh beherrscht bereits, naja, wisst schon, Glut und so und das könnte wehtun. Ich gehe gerade ein kleines Risiko ein. Hör noch ein Glut drauf. Das hätte doch schief gehen können. Domira Level 20! Ein Vulpix, ein dummerweise. Dumm. Kein Wasser-Pokémon dabei. Ja, aber keine Sorge, wir können Shigi noch zu Genüge trainieren. Das wird kein Problem sein. Alter, Fußkick von Chaos, der ist auch übel. Ja, was mache ich jetzt am besten, wenn der Fußkick war? Der Fußkick, der dürfte nicht so viel Schaden machen. Hilfe, Joey. Aber ich sag's noch, er dürfte nicht so viel Damage machen. Karate-Schlag. Das ist hier zwar eine normale Attacke, keine Kampfattacke, aber es hat einen hohen kritischen Wert und den dürfen wir niemals unterschätzen. Das ganze Team im Arsch hier. Moment, machen wir es gerade anders. Aber auch künftig sowieso eher ein Supertrank. Bei Domi stockt es wieder. Gucken wir mal bei mir, wie sieht's aus? Nee, wobei er geht ziemlich hoch, wie ich gerade sehe. Hä? Warum nicht konstant irgendwie 3000 eigentlich übertragen sollte? Ja, versucht es mal irgendwie wieder zu aktualisieren und vielleicht spuckt es gerade bei mir wieder, wobei eigentlich. Da oben geht's auch. Ich habe irgendwie gerade ziemlich unkonstante Werte. Da gehe ich mal von 2700 Kilobit auf 3700 hoch. Dann wieder zurück, also gerade ein bisschen unkonstant. Was habe ich hier überhaupt? Flugzahlen? Brauche ich auch alles nicht. Das ist eine Konspiration. Ah, ich habe es hier so gemacht, deswegen. Wegen den Sonderbomben, das kann ich auch später nochmal anpassen. Muss ich nochmal. So, also wie sieht's aus? Supertrank, braucht den gerade jemand? Die Domi wäre jetzt noch vor drum. Ja, sonst, wenn es mal laggt und so, ist natürlich mit F5 aktualisieren eigentlich immer das erste, was man machen sollte. Oder generell mal einen Browser neu starten. Hilft eigentlich immer ziemlich gut. Dann direkt mal weiter. Wer will uns denn heute wieder mal beschenken? Oh, noch ein Domi. Ein Domi kommt selten alleine. Die Genauigkeit sinkt und der Ruckzuckhieb. So viel dazu. Oh mein Gott, in der Klasse ist er der Beste.
I am the best. On the rest. Was? Ein Domi versucht sich an einer Ratte. Klingt ein bisschen falsch. Oh, ein Hyperzahn. Ja, geht aber jetzt noch. Erstaunlicherweise vor allem. Jetzt kommt nochmal so eine Ratte. Noch so eine Ratte. War eigentlich perfekt für Beni, war. Beni. Chaos natürlich. Domi, ganz ruhig, Jungs. Wir sind alle friedlich, wir sind alle Freunde. Vor allem alle freundlich. Ein Radikal. Da würde dann doch gerne mal zu Chaos tauschen. Passt eigentlich auch ziemlich gut hier. Kader schlagen wir testen, wa? Den Crit-Schuss und so müssen eigentlich noch viel abziehen. Okay, das war ein Volltreffer, was auch nicht so viel ich dachte. Nein, nicht der Überzahn, der tut weh! Natürlich! Ohne Volltreffer nichts direkt weg, willst du mich verarschen? Wir sind gerade im Stream nur Robert irgendwie Probleme hat. Halt nicht Probleme hat, sprich bei dem es gut geht und alle anderen haben Probleme, oder wie sieht's aus? Ich meine, ich hab echt nur 3000 eingetragen übertragen. Hallo Chaos! Kaum sprechen von dir, schon kommst du. Ja. Das war knapp. Vielleicht Chaos hier noch ein bisschen trainieren. Bereits erwähnt, wegen der Leitung, die ich gerade per Livestream gerade übertrage, also sprich mit welcher Daten ich gerade streame, aber eigentlich extra so angelegt, dass es zwar noch einigermaßen HD ist oder so, übertragen wird, aber trotzdem nicht zu hoch ist. Eben vor allem für diejenigen, die gerade sonst irgendwie was am Uploaden, Downloaden sind, also nicht gerade eine genial krasse Leitung haben. Ja, Chaos, du bist nützlich mehr oder weniger, denn du bist mir dummerweise krepiert. Bei einem Radikal. Ein Hyperzahn, du warst mit vollen KP down. Das Vieh muss so einen krass hohen Angriffswert haben, das glaubt mir keine Sau. Naja. Egal, es sind bloß noch 2 Trainer auf der Route, dann geht's ab auf die MSA, sind wir gut vorbereitet. Und dort werden wir noch einen heißen Kampf erleben. Also, was heißt heiß? Einen Kampf, den wir bereits kennen. Dann dürfen wir es etwa 9, halb 10 von der Zeit her gerade am Stream haben. Das passt. Und dann nachher noch Major Bob. Ja, müssen wir gut aufgehen. Chaos, weiß man kann nicht alles von dir erwarten, wa? Also. Ein Chaos kann man nicht alles erwarten. Vieles, aber nicht alles. Hochspannung, aber wieder mal so ein Mechaniker, wa? Aus Grip Mechanik. Oder was? Und er hat ein Magnetilo. Und ich habe ein Domi. Und Domi mag keine Elektro-Pokémon. Welches Level hat Chaos? Fragt er gerade. Muss ich mal ganz kurz gucken. Domi wieder Level Up. Sehr schön. Das gefällt mir. Wirbelwind. Kann seine Gegner wegwirbeln. Das können wir gleich mal testen. Ja, Chaos, sein Level ist noch ein bisschen gering, aber an der Zeit kommt vor allem im Felstunnel dann mit den ganzen Gesteins-Pokémon.
Weil ja, Magnetilo hatte keinen Stahltyp und das ist ein bisschen schwierig, dich da reinzubringen. Also aktuell noch ein bisschen mühsam. Du bist ausgewichen. Hat er trotzdem getroffen. Ein Magneton. Oh. Da hat sicher eine ziemlich krasse Elektroattacke drauf. Das ist mir zu gefährlich. Das, bei Elektro, ja, Pikachu dran war. Wow. Eine grandios krasse Elektroattacke. Mega Hieb eines Pikachus. Ups. Ja gut, Dom ist ja gerade eine gute Wahl, ist eine interessante Wahl, ist mal etwas Neues. Ich meine, wer setzt schon ein Flug-Pokémon in ein Elektro-Pokémon ein? Dummes Backsprite sieht komisch aus und soll uns mal den von Benny sehen. Sind relativ viel, wenn mal eher sein soll. Chaosrad Level 16. Au, der Funke ist übergesprungen. Was? Aber nicht bei mir. So, mal gucken, das ist der letzte Trainer hier. Wer will noch ein Level Up? Nö, Domi. Kai könnte man, muss man aber nicht. Chaos kann, ja, vielleicht von Anfang an mal ein Chaos reinschicken. Und Voltoball, Voltoball. It's Chaos Time. Oh nein, nicht Ultraschall. Nein. Moment mal. Sind nur 20 ab, wa? Ja, Gott sei Dank. Das muss man so gucken, was hat denn der eigentlich halt für Attacken drauf? Weil Ultraschall ist eine dämliche Attacke, zieht ja immer 20 KP ab, so ähnlich wie halt Drachenmut immer 40 abzieht. Wobei ich glaube, Drachenmut zieht in der ersten Generation noch nicht immer 40 ab. Da bin ich jetzt auch nicht so sicher. Wenn ich da irgendwie auf Beschreibung von Attacken gehe, steht ja nichts von 40. Nein, Chaos, was machst du da? Das bringt nichts. Ultraschall zieht immer nur 20 ab. Nee, Chaos bleibt drin. Den will ich jetzt noch ein bisschen trainieren hier. Weil ich muss ja auch zugeben, ich habe noch nie einen Menke oder Rasaf trainiert. Ist mir nie in den Sinn gekommen. Was? Normaler. Also gut, stimmt, meine Verteidigung ist gesunken. Na, Entschuldigung, ich bin ja nicht selber schuld. Ja. Was passiert, wenn man das alles Gefechts macht? So, Benny. Mensch, trotzdem, die Verteidigung war ja unten. Bevor auf die Idee kommen können. So, Glut. Ja, das war ein Volltreffer. Aber es bringt nicht viel. Du wirst brennen. Benny wird dich verbrennen. In die tiefsten Höhlen des Tartarus wird er dich schicken. Und deine Seele wird dem Leibhaftigen angehören. Was? Das gibt nur ein erstes Mal. Ja, vor allem das erste Mal. Das gibt es echt nur ein erstes Mal. Schwieriger wird es ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Nimmt auch Namensänderungen vor. So, Freunde, hier haben wir gleich ein Pokémon. Und zwar ein Relaxo. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Und so würde ich gerne im Let's Play nach einem Relaxo fangen und natürlich auch trainieren. Und daher seid ihr jetzt gefragt, wer will gerne ein Relaxo sein? Ich meine, ist doch, naja, die ganze Zeit, den ganzen Tag pennen, alles fressen. So gar nicht mal so übel.
so nach Schlurp. Muss ich einen Schlurp fangen? Nee, da bringt's ja gar nichts. Was heißt Gehilfe? 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Ja, das ist im Prinzip das Itemradar. Erst 22. 30 Geschenk zu erhalten. Ja, auf dem Rückweg dann, wa? Gut, wenn wir sagen, Leute, wir sind hier fertig. Kurz zum Pokémon Center, dann ab zur MSN. Aha. Robert will also ein Relaxo sein. Ich mal auf meiner Liste hier gucken. Wow, natürlich direkt durchs Grasen durch, ist klar.